Hast du auf? RTL. Ja. Ah, jetzt ist schon RTL. Ja, wird immer besser. Jetzt zuerst einmal, ne? Palariba heißt nach oben. Palariba. Palabajo heißt nach unten. Para el Centro heißt zum Zentrum. Das ist, aber das Zentrum in der Dominikanischen Republik ist nicht hier, sondern da. Ja, und dann heißt das Movimiento, Movimiento, Movimiento. Und dann para dentro Salud. Habt ihr geübt? Sind wir soweit? Ja. Sind wir soweit? Ja. Palariba! Oh Gott. This sounds like a village. Palariba! Al centro! Movimiento, movimiento, movimiento. Der Bus muss wackeln! Movimiento, bewegt euch! Okay. Para dentro, Salud! Ahora uno de Alemán. Also jetzt machen wir mal einen richtigen deutschen Trinkspruch, ne, damit die mal wissen, wie es hier bei uns abgeht. Ganz genau das mit dem, aber richtig, ne? Sind wir soweit? Ja! Sind wir soweit? Ja! Ticke, tacke, ticke, tacke! Hoi, hoi, hoi! Ticke, tacke, ticke, tacke! Hoi, hoi, hoi! Ticke, tacke, ticke, tacke! Hoi, hoi, hoi! Die liegen hier aus dem Grund, dass kein Unkraut wächst. Ja, das ist praktisch, wird praktisch liegen gelassen, die müssen liegen. Auf jeder Kakao- und Kaffeeplantage liegen Blätter auf dem Boden, damit das Unkraut keine Chance hat, um zu wachsen. Ja? So eine Kakaoschote reif ist, könnt um mich rumkommen, dann wird die abgeschlagen, die wird aufgemacht. Und da drin ist dann die Kakaobohne. Ja? Ich baue das nachher unten schön auf, dann könnt ihr das alles nochmal schön fotografieren. Aber das ist jetzt zum Beispiel die Kakaobohne. Seht ihr das? Ja? Ja? Die Mücken weg. Ist hervorragend. Kennst du schon? Ja. Ah, okay. Das ist die Kakaobohne. Ja? Das ist also jetzt, hat überhaupt noch nichts mit Kakao zu tun. Ja? Und dann wird das dann aus der Schote rausgeholt und wir legen das dann, habt ihr ja gesehen, oben auf der Betonfläche wird das ausgebreitet. Das war so braun, hat die ausgesehen. Die war schon etwas trocken und die wird dann wie eine Mantel ungefähr, hat sie die Farbe. Und stinkt fürchterlich, wenn man sie trocknet. Und schmeckt absolut nach nichts. Ja? Und dann, wenn sie getrocknet ist, kommt sie hier in solche Töpfe, genau in die, und dann wird sie geröstet und dann haben wir Kakao. Und der Kaffee ist genau das gleiche. Der Kaffee wächst am Strauch. Das ist eine rote Beere, das zeige ich euch nachher. Dann wird diese Beere geerntet, die wird auch in der Schale getrocknet. Dann wird sie von der Schale weggeholt und dann ist das der Kaffee, den der Chiboman einkauft. Hier, ungeröstet. Ja, aber hier röstet man immer noch für den Eigengebrauch oder zum Verkauf auf dem Markt und Verkauf hier wird er hier noch geröstet, aber immer noch von Hand hier in diesen Pötten. Ja, das ist jetzt noch ungerösteter Kakao, das dauert. Der muss dann noch gerührt werden, bis er dann soweit ist. Ja? Das ist jetzt Kakao oder Kaffee? Das ist Kaffee. Das sind Kaffeebohnen. Ja. Das sind Kaffeebohnen. Kakao sind ja die größeren Bohnen, die zeige ich euch nachher. Aber das ist jetzt, sind jetzt Kaffeebohnen. Ne? Warte mal, ich weiß nicht. Ja. Das sind Kaffeebohnen, kleine Kaffeebohnen, Arabica heißen die. Ne? Und die werden jetzt dann geröstet. Das dauert natürlich seine Zeit. Ne? Das ist eine Riesenarbeit. Logayo! So genau, so einen kleinen Kreis machen, weil die Sportart Nummer 1 in der Dominikanischen Republik, weil, die Gäste haben mich schon vorhin gefragt, Robert, warum sind die Tiere hier eingeschlossen?
das sind Hähne, und zwar sind das Kampfhähne. Ja? Die Sportart Nummer 1 in der Dominikanischen Republik ist der Hahnenkampf. Ja, und die Kämpfe werden hier live sonntags, die großen Kämpfe im Fernsehen übertragen. Ja, das ist so. Und das ist halt Latino. Ja, das ist in allen Latino-Staaten ist das so, und da geht es eigentlich nur um die Wetterei. Ja, die Reichen, die haben ganze die Reichen haben ganze Bauernhöfe, wo die Tausende von Hähnen züchten. Ne? Das ist wirklich eine Obsession, was sie da haben. Und was denkt ihr denn, was so ein reicher Dominikaner auf seinen Hahn setzt? Keine Ahnung. Monatgehalt. Ungefähr ein Reicher. Bis zu 150.000 $. Wow. Ja, wir reden jetzt über Reiche und über Geld, über Wetten, über Prestige. Ja. Und wir sehen jetzt einen unblutigen Kampf. Ja, wir sehen jetzt einen Kampf, wo die Hähne sich nicht wehtun. Weil normalerweise hat der Hahn unten an dieser stumpfen Kralle hat sie noch ein geschliffenes Kuhhorn dran, wo die aufeinander losgehen. Ja, und das haben wir jetzt hier nicht der Fall. Wir sehen jetzt nur mal, wie es aussieht, wenn die Dinger miteinander kämpfen, ohne dass was passiert. Und je schneller wir fotografieren, umso schneller gehen die auch wieder auseinander. Das ist übrigens der José, kenne ich auch schon 16 Jahre. Haben wir noch. Ein Hahn ist verantwortlich für alle Hühner hier auf dem Hof. Der schnackselt alle Hennen. Na, jetzt kommt ein anderer und sagt, hey, da gibt es aber ein paar schöne Hühner. Dann sagt er, stopp, das sind meine. Und dann sagt er, das wollen wir doch mal sehen. Also das ist der Ältere, wenn er stark ist, der Stärke gewinnt immer und behält dann die Hühner. Ja, das ist halt so ein Naturinstinkt, und die sind halt noch ein bisschen aggressiver gemacht. Ja? Aber im Endeffekt, wenn jetzt der Hahn von hier rum wäre, ja, der würde direkt auch auf die beiden losgehen. Ja, weil das sind ja, ne, der hat ja richtig Spaß hier. Und das lässt er sich natürlich nicht nehmen. Ne? Und da wird es ein Pulver oder eine Paste, und da wird jetzt noch ein bisschen Zucker dazu getan, dass wir eine probieren können. Ja? Und das ist jetzt einfach Kakao. 99,9 Millionen mal 9% Kakao. Ja? Und den probieren wir jetzt mal. Dort ein bisschen. Dank das. Dankeschön. So, Porfirio! Porfirio! Ne? Und zwar singen wir immer Ja Maria se va. Der Refrain. Ich singe mit euch mit und dann singt ihr Ja Maria se va. Ja Maria se va. Ne? Okay, haben wir es drin. Ich habe euch alle im Ohr. 1, 2, 3, 4. Allá María se va, Todas las Marías son dulces, allá María se va, dulce como el caramelo. allá María se va, Y yo por amigo el dulce, allá María se va, por una María yo muero. allá María se va, Me dijo el sapo a la zapa, allá María se va, que le hicieron unos calzones. allá María se va, Le contestó la zapa, allá María se va. que nalga te lo pone. Er macht jetzt hier den Kaffee hier rein. Das wird hier immer noch so gemacht. Es gibt hier keine Maschinen. Ja, und dann kommt er hier drauf. Da wird einmal geschüttelt. Schau mal. Zack, zack, zack. Und dann bleibt hier unten der Dreck und hier oben die Bohne, die geht nicht kaputt.
Ja, so wird hier Kaffee gemacht. Seht doch mal, was für eine Arbeit das ist. Ne?